Servus und Habidere zu einer neuen Folge vom Viva la Movilusion Podcast. Heute nur zu zweit mit dem Kani. Hello. Hi Kani. Und mit mir, dem Mike. Und heute geht's... Servus, grüß dich. Und heute geht's hübsch ans Eingemachte, möchte ich behaupten. Also schwangere Frauen und Kinder sollten jetzt bitte ausmachen, weil der Film, den wir heute besprechen, ganz schön saftig ist. Ja, und Leute mit Augenklappen, auch. Die kann Flashbacks kriegen. Ja, aber hallo. Wir reden mal über The Sadness von 2021 vom kanadischen Regisseur Rob Chabas. Genau, das ist ein taiwanischer Film, der ja die solchen Thematik hat. Und da kann ich dir von uns erklären, um was es genau geht. Ja, ein Knutzerfix. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen angeschlagen, kriegen wir schon hin. Es geht um einen Jim und Cat, die wachen auf in Taipei und befinden sich in der gleichen Situation, in der wir uns eigentlich seit 2 Jahren befinden. Es grassiert ein Virus, ich glaube das Alvin-Virus hat es geheißen. Genau. Hat nichts mit den Chipmunks zu tun. Auf alle Fälle hörst du halt im Radio nebenbei immer schon so Berichte, wo so gekostet hat, dass eben Ärzte davor warnen, dass es eben Mutationen geben wird und dass man nicht weiß, wo sich die Mutationen hinentwickeln. Und gefühlt, manche hat's da auch keinen so interessiert, die haben auch gegen Advent geschmerzt, Trost und Lauterbach wissen, von was wir schmerzen. Und am Ende des Tages passiert halt das, was passieren muss, dass eine Mutation kommt, die irgendwann zu krass ist und die Leute dann narrisch macht. Also die blockieren meine dann so dass sie das differenzieren können, also dass sie aufhören können, schlechte Sachen zum tun. Es wird dann irgendwann einmal erklärt, dass sie das anscheinend alles noch wahrnehmen, was sie dann, aber sie können nicht dagegen ankämpfen, weil sie dran dann durch, die morden, vergewaltigen, verstümmeln. Es erinnert sehr an die Comics Crossed, wenn die einer kennt. Ja, voll. Der Jim ist halt dann in irgendeinem Café drinnen und dann kommt so eine alte, gruselige Frau rein, voll Teufel. Und dann geht's halt da drin erstmal ab mit heißen Frittierfett übergießen und dann glaube ich noch die Haut vom Gesicht kreien oder so ein Mist und Leute dann einen sauberen Lungenharing ins Gesicht spucken, damit sie auch gleich infiziert sind und ja, dann haut er halt ab und so geht dann die Gaudi dahin. Bei seiner Freundin, der Kat, passiert das Gleiche in der U-Bahn. Da ist ein älterer Herr, der möchte eigentlich nur mit ihr ein bisschen ratschen. Sie ist gleich sau unfreundlich, da haben wir gedacht, ja, hoffentlich kriegst du es zu später ab, weil dieses für Boyfriend-Getue kann keiner abhaben. Auf alle Fälle geht's ja dann in dem U-Bahn-Waggon auch ganz schön ab. Und dann begleiten wir wieder die Kat und den Jim, wir es versuchen, wieder zueinander zu finden und dabei halt auf ganz, ganz viel greislige, schreckliche Sachen stoßen. Aber hallo, und das ist ganz schön krass. Jetzt weiß ich nicht, bei dir ist es noch nicht so lange her, wie war es denn bei euch im Kino, war was los und wie war die Reaktionen vom Publikum, hast du da irgendwas mitgekriegt? Im Kino war halt noch nicht so viel los. Ich war erst mal froh, dass überhaupt bei uns auch in die Kinos gekommen ist. Da müssen wir mal kurz ein Lob an Cape Light raushauen. Die haben ja da geschaut, dass sie den Film noch in die Kinos erbringen. Und leider war das halt, waren die Kinos dann noch sehr von Corona-Einschränkungen gebeutelt. Ich glaube, es war 25% Auslastung vom Saal maximal. Jetzt waren ich glaube, die waren aber annähernd ausgelastet bei uns im Kino. Wir waren mal im Cineplex im Vilsbiburg. Okay. Und ja, man hat schon ein paar schöne Reaktionen gesehen von manchen Leuten, was dann so, leck, was geht ab? Und so in die Richtung ist es die ganze Zeit gegangen. Es hat keiner den Saal verlassen, so schlimm wie Check is Forever war es nicht, dass die Leute nach 10 Minuten gegangen sind. Aber man hat auf alle Fälle gesehen, dass manche Leute angewidert waren und ja, das kann ich auch verstehen, weil da, wie wir schon gesagt haben, sind äußerst ekelhafte Sachen, die da vorkommen und ja, wie hat's geheißen, der Videot, oder heißt der geschrieben hat, der war I hole fucking good. Grüße gehen raus an Dominik. Ja, und das I hole fucking good war nicht zu viel versprochen, weil ich hab nämlich gesagt, wenn nicht I hole fucking good wird, dann flippe ich aus, aber habe ich nicht müssen. Ja. So wie du sagst, also er ist schon ganz schön krass und ich muss auch dazu sagen, wenn jetzt wieder einer sagt oder wenn man es bei Facebook oder so, wenn man es wieder gelesen hat, es war Horse of the Sadness und dann ist der Film eine Woche lang im Kino und dann heißt es, ja, so schlimm war er gar nicht, da habe ich doch schon andere Filme gesehen wie, was weiß ich, oder
gibt's oder was weiß ich. Dann sage ich, ja, oder die Franzosen, weißt du, die 4, Frontiers, Inside, High Tension, Martyrs. Ja, das ist mir schon klar, dass es ähnlich hart die Filme gibt, aber für den Kinogänger, sage ich jetzt einmal, der wird ganz schön an seine Grenzen stoßen bei The Sadness, weil die Gewalt in dem Film nicht, auch teilweise sexuell motiviert ist und das macht das Ganze noch umso härter. Ja. Und genau. ich hab zum Beispiel, da war noch eine Freundin dabei im Kino und die ist dieser Gruppe zuzuordnen, die Otto Normalverbraucher im Kino. Ja. Die hat teilweise gar nicht fassen können, was sie da gerade sagt. ich sag gerade mit abgehackte Zähren und dann kotzt man da noch sauber in die Wunden rein, damit das war so krass. Pfui Teufel. Und dann eben auch diese, also wir nehmen jetzt ein paar Splatter-Szenen einfach voraus, falls ihr das nicht hören möchtet, was dann genau passiert, dann schaltet es jetzt raus. Oder es hört es euch an als kleine Warnung und entscheidet dann, ob ihr das sehen wollt. Ja. Und dann eben auch diese Eilochfickerei. Also, ich bin echt da gesessen und denke, das zirkt sich nicht wirklich durch, oder? Und dann macht er da sein Hosendiel auf und fängt an, dass er dir in den Kopf fickt und später sieht man halt dann nur ihr ausgestochenes Augen, wie das Loch auf einmal noch größer geworden ist. Ja, das Ding geht schon an die Grenze und auch die Folterei von dem einen Typen auf dem Baseball oder auf dem Basketballplatz oder was da waren von den Burm. Ja. Das ist auch so gestört gewesen und dann, was sich am Ende rausstellt, dass der Typ auch infiziert ist und das eigentlich genossen hat und was dann heißt, warum hast du sie aufgehalten? Ich wäre fast gekommen und da drin sogar hinter gesagt, Alter, was soll das? Ja. Es ist nämlich bei dem Film ja nicht nur das, was da wird und was man sagt, sondern auch was die sagen, weil es ist so eine widerliche, räudige Art und Weise, wie was die ganze Zeit sagen zu die Leuten, was du allein von dem schon da sitzt und sagst, allein wegen dem ist er wahrscheinlich ab 18 freigegeben. Auf jeden Fall. Wie Teufel. Also er ist ja quasi jetzt im Kino ungeschnitten gelaufen, dank dem Einsatz von Cape Light. Wie es aber dann mit dem Heimkino-Release ausschaut, also der kommt definitiv uncut, aber ob er als FSK 18 Siegel getragen wird oder ein Spio-Siegel, weiß man jetzt nicht. Und das Spio-Siegel, das ist dann allerweil hübsch, so ein Garant dafür, dass der Film dann indiziert und eventuell auch beschlagnahmt wird. Während der FSK 18 Flatschen quasi indizierungs- und beschlagnahmungsfest ist. Aber das glaube ich jetzt bei dem Film fast nicht. Ja, die erste Mal ist er schon abgelehnt worden, oder? Genau, ich glaube, zweimal sogar, oder? Jetzt kann es also 1-2 Mal ist er durchgefahren. Ja, aber ich habe in der letzten Zeit, haben wir ja ein paar Sachen gesehen, siehe Possessor oder so, der war auch sehr hart teilweise und der ist auch ungeschnitten durchgekommen. Also die Wege der FSK sind immer noch unergründlich. Also schauen wir mal, was uns da dann im Heimkino erwartet. Ich habt auf alle Fälle die Möglichkeit, dass du schon mal vorbestellst. Deswegen machen wir nämlich jetzt die Folge erst und nicht zum Kino-Release. Am 15.04. wird das Ding veröffentlicht von Cape Light und zwar in einem schönen Mediabook und einem Steelbook und die wandern auf alle Fälle in die Sammlung, weil ich hab's gerade vor mir, mir gefällt die Cover. Das Einzige, was ich schon wieder irreführend finde, aber da bin ich jetzt so der kleine Autist wieder mal, der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Ja. Filmstarts.de. Filmstarts, warum musst du eigentlich zu so einem Saftladen wie Moviepilot oder Kino.de verkommen? Das frage ich mich heute noch. Und Punkt B, es sind keine Zombies. Diese Unterhaltung haben wir schon zur Genüge bei 28 Days und Weeks Later geführt, aber auch hier sind es keine Zombies und da frage ich mich, warum, gerade, ja, wahrscheinlich weil es halt Filmstarts ist, deswegen wird da ein Zitat ausgenommen, aber warum zitiere eine Filmseiten, die nicht einmal weiß, dass es in dem Film nicht um Zombies geht. Das ist Haarspalterei vielleicht für manche, aber für uns, das geht überhaupt nicht, ich bin stinksauer. Es ist keine Haarspalterei nicht. Es ist einfach, wer sich den Film anschaut und wie in deiner Erklärung schon beschrieben, sehr gut beschrieben, dass sie die alle bewusst sind, was sie machen. Sie können das nicht aufhalten, aber sie sind sich bewusst, was sie machen und empfinden teilweise Lust dabei bei dem, was sie machen. Also wenn wir so weit weg von einem Zombie, da wo ich sage wirklich, wenn ich den Film als Zombie-Film bezeichne, muss ich wirklich spekulieren, ob alle da noch richtig sind in der ganzen Szene, weil es gehört immer nur zum Zombie dazu, dass man gestorben ist und dann wieder aufsteht und das haben wir beides nicht. Also das ist der Virus wirkt sich auf das Hirn aus und verändert dann das Verhalten. Also das ist von einem Zombie so weit weg, dass es ganz aus ist. Dann will ich das revidieren, dass das Haarspalterei ist. Es ist einfach eine Frechheit. Ja, es ist einfach eine Tatsache. Cape Light, nächstes Mal nimmt Zitate von uns, weil wir haben die besten aus. Ja, richtig. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das vorab schon gelesen, bevor da bei uns in Deutschland die über The Sadness geredet war oder geschrieben worden ist. Das Rue Morgue Magazine aus UK hat damals auch schon geschrieben gehabt, the most brutal zombie movie ever made. Also die haben mit dem Krampf angefangen. Und das, muss ich sagen, in einem Horrorfilm, in einem renommierten Horrorfilm-Magazin, das zum Schreiben ist auch doppelt schwach. Weil die müssten es besser wissen.
Dann hat praktisch der Filmstartsautor gerade die Schlagzeile von Remarque kopiert und bei sich eingefügt, oder wie? Wer weiß. Anscheinend. Dann schau, dass es nicht so ausschaut wie meine Hausaufgabe, oder? Genau. Na, also absolut, ich möchte jetzt gerade noch mehr Warnung aussprechen, also für Leute, die wo's gewohnt sind, die werden bei dem Film ja einen Spaß haben. Und vielleicht auch Leute, die gerne mal eine Grenzen austesten wollen oder mal andere Leute schocken wollen und sie dann mit denen den Film anschauen. Aber der normale Kinogänger, der wo sagt, okay, The Conjuring, wow, ich lieb Horrorfilme und der Insidious und ole, da müsst ihr absolut aufpassen. Also der ist richtig verstörend. Also eher nur, wer sagt, ja, er kann mit den Saw-Filmen was anfangen, in puncto Folterei und sondersgleichen, der ist da eher aufgekommen, aber wer jetzt eher auf so subtilen Grusel oder Jumpscare-Grusel oder sowas in der Richtung steht, der soll bei The Sadness auf alle Fälle einen Bogen machen oder sich das Ding vorher vielleicht einmal ausleihen, bevor er es kauft, weil der wirklich an die Grenzen geht. Ja, da geht's schon gescheit, wie gesagt, da war die Freundin, die da dabei war, die hat überhaupt nicht fassen können, was wir mir da anschauen. Die hat sich danach die hat irgendwie den halben Film nicht hingeschaut und dann hat sie danach gefragt, warum sie überhaupt gesagt hat, sie geht da mit. Das ist nicht mein Scheißproblem. Selber schuld. Ich hab ihn ja im September letztes Jahr schon gesehen, in der Klassenfahrt, wo wir wo der Flocki, sag ich schon, der Corbin ich schon geschimpft haben, weil sie uns nicht mitnehmen wollten, genau. Ja, wo ich bei euch aber jedem die Einladung geschickt habe, also ja, wie wir schon gesagt haben, du hast es uns nur unter die Nasen gerieben, damit du uns sagen kannst, dass du fort darfst und wir nicht mit dürfen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist so, du bist so ein Lügenbaron, das ist unfassbar. Da brauchen wir nicht diskutieren, Corbin ist mein Zeuge. Ich schicke euch Screenshots. Also, wenn es interessiert für unsere Hörer, kommentiert's und ich schicke euch Screenshots von der Konversation des Haut. Ich blockiere jetzt dann. Und wir haben ihn ja beim Penninger gesehen, in dem kleinen Privatkino. Und sogar da war es ja so, da waren, ich glaube, 25 Leute war die Limitierung bei dem Ausflug. Und da haben wirklich auch Leute drin gesessen, die wo eigentlich es auch gewohnt sind. Eben auch durch das Hardline-Festival, wo ja auch, die haben ja auch keine Kinder von Traurigkeit, sage ich jetzt einmal, was doch auch mal oftmals recht suppig wird im Festival. Sogar da ist einer neben mir gesessen, der hat ist mit die Hände in die Haare eingefallen und hat gesagt, wo leck. Im unterm Film die ganze Zeit haben wir gedacht, ja, der hat jetzt richtig Spaß. Und dann war wirklich, wo wir raus sind vom Film, du hast genau gesehen, es gibt zwei Lager, die anderen, die gingen da raus, dämlich grinsend und sagen, boah, das war jetzt wie bei Crossed, wie du schon gesagt hast. Ja. Oder die anderen, die gesagt haben, ja, hab jetzt nichts anfangen können, der hat mir jetzt gar nichts Neues verzeiht, der Film. Ja, ich möchte jetzt da auch nichts großartig Neues, ich möchte einfach das, was im Vorfeld versprochen worden ist und das halt The Sadness definitiv ein. Absolut, ja. Also in dem Fall ist echt wieder mal so, dass der Trailer nicht zu viel, also der Trailer holt sich jetzt sautmäßig zurück, was das angeht, dass er irgendwie was zeigt, da wird nichts vorweggenommen, sondern du kriegst die geballte Ladung beim Schauen hingeklatscht und ja, wie gesagt, also es ist wirklich nur krass. Das ist einfach, den einen tut irgendwann so, Alter, das ist, da wenn es schon losgeht mit Arm auf Treppen healing und dann durchdrehen und so ein Zeichen und denkt, jetzt, lecker, brauchst du, das was hasse ich, da bin ich sowieso fertig. Das tut, was meinst du, wie das weh tut, hört's mir auf, denke ich mir gerade. Ja. Vor allem, die Effekte haben schon nahe der Perfektion. Brutal, also wie das gemacht ist, also auch ohne CGI großartig, das war richtig krass, was da in der Make-up-Abteilung abgeliefert worden ist. Echt stark. Absolut, ja, und vor allem, da muss halt die Szene in dem U-Bahn-Waggon drinnen, da ist halt richtig geil abgegangen. Ja. Der komplette Waggon ist gerade noch rot, das tropft gerade noch ober das Blut, da sind halt dann auch so geil übertriebene Splattereien drin und wenn Holz eine Stiche und dann wird halt dann ist halt da eine richtige Blutfontäne, die da ausschießt. Da ist halt wirklich nur noch drum gegangen, dass man literweise das Blut umeinander schießt und absticht und da ist nur ums Abgegangen in dem. Das war so richtig zum Austoben, als dass man kleine Kinder irgendwie mit Malfarben irgendwo hinsetzen und sagen, jetzt dürft ihr jetzt machen, was wollt, und da haben sie dann größere Kinder mit ein paar Eimer Blut gesetzt und haben gesagt, jetzt dürft ihr machen, was wollt, so stellen wir das dann vor. Katzelt so mal alles so richtig voll. Ja, genau. Ich muss ja sagen, der Film ist, wolltest du sagen, was willst du sagen? Nein, passt schon. Er ist komplett humorlos. Also es ist wirklich ein richtig grimmiger Bastard. Nur ein Stell war dabei, da gibt's da so eine Nachrichtenübertragung, das war so seltsam inszeniert, dass es so richtig parodisch, also da wo man dann sagt, Ansprache vom, ich glaube Präsident war's, oder? Mhm. Ja, das war so komisch inszeniert, dass ich gedacht hast, das ist jetzt irgendwie so, ja,
Persiflage auf den Umgang mit Pandemien und so weiter und so fort, fand ich von der Tonalität her ganz, ganz witzig, weil das den ganzen Film ein bisschen zwischendurch ein bisschen aufgelockert hat, während es dann gleich sofort wieder nahtlos total grimmig und blutig weitergeht. Ja, das stimmt. Die Szene war echt ein wenig komisch. Aber ansonsten ist schon so, wie der Mike gesagt da drin, also zum Lachen gibt's eigentlich nicht viel, aber was möchtest du lachen, wenn da, was man sieht, in den Kopf gefickt wird und überall wird vergewaltigt und blutige Kinderwägen rollen umeinander und was weiß ich, da gibt's nicht viel zum Lachen, außer für so Gorbauern wie uns. Du weißt, wie ich meine, also gerade, dass das irgendwie so humorisch irgendwie am Schluss ein Aufbrocher wird oder so, aber das Einzige, was da aufbrocher wird, sind die Leute. Er spart sich ja auch ein paar Details spart er sich ja auch aus, also das mit dem Augen, man sagt bestimmte Sachen nicht voll close, aber er überlässt der Fantasie immer nur ein bisschen was, also den letzten Schritt zum Tabubrecher, den spart er sich allerweil noch auf. Ja, also bei den Szenen, wo man sagt, das kann man easy peasy zeigen in so einem Film, das macht er, aber ja, wie du schon sagst, zum Beispiel beim Kopfficken, da sagt man kein Glied, das penetriert. Nein. Aber es klang da, was man sich vorstellt und was man sagt. Das klang und die Geräuschkulisse ist dementsprechend eindeutig. Ja. Wo es auch für Musik spricht, die fand ich auch krass, so direkt atonal, so kreischen, das war direkt fast der Gaudi. Das war ganz seltsam. Also das hat die ganze morbide Atmosphäre nochmal so richtig unterstrichen. Voll. Und auch dann der Typ, der diesen Geschäftsmann aus dem U-Bahn-Waggon spielt, wirst du Su Chiang Wang. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Businessman. Genau, der Typ ist ja sowieso irre. Krass, gell? Der ziert auch die Cover vom Steelbook und vom Mediabook und der hat echt eine Mimik drauf. Also der kommt der Boder Nacht 4 heißt bei uns. Genau. Der Typ ist so gruselig und bäs und garstig gewesen die ganze Zeit und der ist halt auch der immer den asozialsten Scheiß die ganze Zeit sagt. Also, der war schon sehr an der Grenze, sehr geil gespielt von dem Typen. Ja, und die Infizierten haben ja dann auch so erweiterte Augen und die haben dann eigentlich ganz schwarze Pupillen und so. Oder das ganze Augen ist schwarz im Endeffekt, wo es das Ganze nur viel narrischer ausschauen lässt. Und das bei den Close-Ups, da kriegst du echt Schiss von denen Infizierten. Also es ist sehr cool inszeniert. Volle Socke. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich hätte mir überlegt, ob ich noch ein zweites Mal anschaue. Aber da ist mir keiner mehr mitgegangen. Ja, hilft nicht. Was ich auch noch sehr geil fand, das ist der Übergang in Abspann, weil man hat am Schluss nochmal so eine richtige, da geht's nochmal so richtig ab am Schluss und dann kommt er ganz abrupt quasi das Ende mit dem Abspann und das ist wieder nochmal so ein Schlag in die Fresse. Da kommt so ein richtig krass Death Metal Liedl. Das war super. Ich hab dem Regisseur sogar mal geschrieben dann über Instagram und hab ihn gefragt, was das für ein Liedl ist, weil ich das so geil fand. Und falls das jemand interessiert und der sich das anhört, die Band heißt, na gut, wie spricht das aus? Das Ashin, also Ash-O-E-N. Crying City, oder? Genau. This world is not yours, Crying City. Wow. Fette Nummer. Geil. Und haut die so richtig aus einem geilen Film in einen richtig geilen Abspann rein. Das haben wir auch gedacht, die sofort schon selber rausgeholt. Brauche ich das Little. Passt. Geiler Prügel. Das ist sowieso, wenn du schon beim Ende bist, mies das Ende, oder? Ja, krass. Was soll das? Das spoilert man jetzt nicht, aber ich hab halt gedacht, das hat's jetzt halt noch braucht, oder wie? Das hat jetzt echt noch sein müssen. So die komplette Endsequenz, wenn sie sich dann auch wiederfinden und alles, passt aber zum Rest vom Film. Passt zum Rest, ja. Es ist, mehr wollen wir nicht sagen, aber es ist ein richtiger Schlag in die Magengrube, wie der ganze Rest. Also es passt alles zusammen und ja, es gibt eigentlich nicht mehr viel zum sagen. Also als Gorehound verwandelt der Film jedes Höschen in ein Feuchttraumbiotop. Seien wir nicht besser. Das ist der Splatterfilm 2022. Und er zeigt uns, was passiert, wenn die Querdenker nicht endlich mal daheim bleiben, gell? Genau so schaut's aus. Dass dann so arme Systemlinge und Schafschlafe wie die Kat und der Jim um ihren Überleben kämpfen müssten, weil der Querdenker Sepp bei der Danke Merkel Demo draußen war und nicht aufpasst hat. Tolle Wurst. Ganz tolle Wurst. So geht's dahin.
Aber Ende des Tages war der Film halt einfach nur, also als Horrorfan, als Splatter-Fan, vor allem mit einer großen Toleranz, was Assi und so Triebgewalt mit angeht, kann man den nur empfehlen. Geile handgemachte Effekte, geile Schauspieler. Er ist ja nicht so typisch asiatisch, weil man kennt ja, das asiatische Kino ist oft ein bisschen eigen. Beziehungsweise hat das meistens einen Stil, das muss man halt auch mengen. Ja, was auch das Overacting angeht und so. Genau. Und war bei dem überhaupt nicht so. Nein, war sehr europäisch, also vom Ganzen, oder bei europäisch heißt es blöd, aber es war sehr, es ist von den Sehgewohnheiten her nicht so fremd wie manch andere asiatische Filme. Genau, deswegen kann man da auch, wenn Leute skeptisch sind, eben weil sie sagen, sie können mit asiatischem Kino nicht so viel anfangen, probiert es bei dem, weil der ist weit weg von dem asiatischen Kino, mit dem man in der Regel nichts anfangen kann. Ja. Und ja, wie gesagt, das muss man gesehen haben. Also, ja, muss man wirklich. Das muss man gesehen haben, auf alle Fälle. Jetzt wollte ich, du hast da den direkten Vergleich. Ich hab den ja auf taiwanesisch gesehen mit englischen Untertitel, du mit der deutschen Synchro, oder? Mhm. Wie taugt dir was? Einwandfrei. Also richtig guter Job gemacht worden. Konnte man sich nicht beschweren. Ja, Cape-Lite-typisch halt, oder? Da kann man eigentlich, das ist ein rundum-sorglos-Paket, oder? Das stimmt, ja. Also bei Cape-Lite-Veröffentlichungen machst du in der Regel nichts verkehrt, wenn du die kaufst. Genau, so schaut's aus. Jetzt weiß ich nicht, können die Leute das noch vorbestellen? Gibt's den noch irgendwo? Das ist schon wieder alles ausverkauft? Weißt du irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, wie der vergriffen ist. I do not know, sis. Du bist doch der Sammelfreak. Ah, du, ich bestell das Zeug und dann ist es erledigt und dann schaue ich eigentlich nicht mehr. Und dann kriege ich es dann gerade bei Facebook mit, wenn dann wieder alle Laos gegangen sind, die sich dann beschweren, ja, warum sagt mir wieder keiner was? Dann ist es dann schon spät und dann sollen dann alle schon einen Haufen Kohle für die Mediabooks. Aber ich glaube, dass Cape-Lite da einiges an Stückzahlen produziert, weil der Film, glaube ich, ganz schön weggeht wird. Laut Amazon kann man noch vorbestellen. Okay, also bleibt ruhig, bestellt euch das Ding und genau, es wisst auf alle Fälle, dank uns, auf was ihr euch einlasst. Und jetzt, gehen wir dann zu unserem Fazit, oder? Ja, aber hallo, ist eh schon aber hallo. Sag mal, was war denn gut und was schlecht? Gut war, ich lob da ein Businessman, eben diesen Zhu Jiangwang, inklusive der U-Bahn-Waggon-Szene, ab da trat der später der dann auf. Und das war für mich, der war das Highlight, weil der Typ echt der war so mies und so ein ekelhafter Batzen einfach nur die ganze Zeit. Und du denkst jetzt, hau ihn endlich ab, warum verrammt denn keiner? Der Typ war brutal, der tragt ganz viel von dem Film und von der Atmosphäre in dem Film, die da rüberkommt, wenn es immer ans Eingemachte geht. Und ich tue mir echt sauschwer bei dem, dass ich da irgendwas Schlechtes sag, weil mir der rundum gefallen hat. Aber wenn ich was Schlechtes sagen muss, was ich ja muss, dann sage ich jetzt einfach, dass ich einen extrem guten Bauern aushänge und hätte gern die Eyeholes-Szenen komplett gesehen. Ja, leck. Krasser Typ. Ich bin ein richtig abgefuckter Motherfucker. Voll krass. Richtig krass. Echt. Ich bin drin gesessen, bin ausgegangen und gesagt, jetzt ist das langweilig, habe ich schon härter gesehen. Also ich fand jetzt, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass er am Anfang und in der Mitte so dermaßen Gas gibt, dass er am Schluss aussieht, wenn dann die ganze Exposition kommt und ein paar Erklärungen kommen, kommt es so geballt, dass er am Schluss aussieht, ein bisschen an Tempo verliert. Also da zieht er ganz brutal die Handbremse an und das war so eine Phase, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen verteilt, da die ganze Action, die es am Anfang und in der Mitte zum Sehen gibt, vielleicht am Schluss auch noch ein bisschen. Gut, ganz am Schluss geht's dann schon wieder ab, aber wir haben ja dann eben den Expositionspart, warum und wieso und so, und das war mir fast ein wenig lang. Das hat den krassen Aufbau davor ganz schön ausbremst. Und genau, das fand ich halt, das war für die Art Film, was dann ein wenig viel Leerlauf dann am Schluss aussehen. Während dann das Finale natürlich wieder für alles entschädigt. Und stimmt, ja. Ja, ich muss mich da bei den guten Sachen, ich schließe mich da bei dir an. Also der Typ, der Businessman ist irre krass, Splatter-Szenen Weltklasse gemacht, coole Seitenhiebe auf die Politik und der Umgang mit Pandemie. Ja, der Film dreht richtig hohl. Ein Riesenlob an Rob Jabez für den Film und ich hoffe, dass der weitermacht oder weiter
in der Art Filme macht, weil das ziemlich cool ist. Und er hat's drauf, das ist jetzt sein Debütfilm und da kann man nur applaudieren, hat er sehr schön gemacht. Und ich glaube, dass der auch weitermacht in die Richtung, weil wenn man nur so sagt, auch bei Instagram oder so, der Typ hat meistens Metal-Shirts an und ich glaube, dass der auf die richtig harten Scheiß steht und da weiterhin solche Filme abliefern wird. Ne, ich hoffe mal. Voll. Wie schaut's mit unseren 3T aus? Gibt's da was zum Singen? Ja, also Titten haben wir gehabt, oder? Ja, haben wir gehabt. Trompeten glaube ich nicht. Nein, haben wir nicht gehabt. Also im Off halt, weil fürs Augenloch brauchen wir natürlich was, sonst wird es nicht einholen fucking Gibt's einen Halberten? Okay, macht man einen Halberten. Ja, machen wir einen Halberten gut. Aber tote Tiere haben wir nicht gesehen, oder? Nein. Aber das ist schon wieder krass, gell? Wenn du sagst, du redest von so einem derben Film und dann hast du bloß 1,5 T. Ja, ist eigentlich schon ein bisschen... Naja. Ja, werde wissen, was er tut. Roger Bass in die nächsten Filme, welche die 3 Ts erfüllt haben, weil sonst schauen wir den Scheißdreck nicht mehr oder kannst du selber anschauen. Genau, so extra ins Kino für den Scheiß und dann kriege ich nicht mal ordentlich befriedigt. Tja. Ich raste aus. Aber hilft nix. Dann sagen wir auf alle Fälle die Leute noch, was da sind, oder? Ja, auf alle Fälle. Sie sollen uns auf alle Fälle liken, teilen. Alle Leute sagen, dass es uns gibt, dass wir cool sind. Es sollte da wirklich noch ein paar Leute geben, die uns noch nicht kennen. Das müssten wir auf alle Fälle ändern. Also, sonst lernt uns kennen, gell? Absolut. Schaut's bei YouTube vorbei, drückt die Glocke, vot's auch über die Kids bei Steady, Abos abschließen, dort bei Spotify uns bewerten mit bitte 5 Sterne. Auch noch die Glocke auf betätigen. Facebook, glaube ich, kann man auch bewerten. Oh ja, und kommt's vorbei, Facebook, bei uns ist es immer lustig. Genau. Und statt auf Danke Merkel Querdenker-Demos, macht's mal so Viva la Movilusion Support-Demos, das war viel cooler. Ich möchte so dicke Transparente sehen mit unserem Logo drauf oder mit unseren geilen Fressen drauf. Das sind einmal sinnvolle Demos, da könnt ihr euch infizieren, weil da feiert dann nichts. Richtig. Das sind so Safe-Zone-Demos, da feiert überhaupt nichts. Waren wir sehr dankbar drum, wenn wir Beutel davon kriegen, von Transparente. Transparente Tops. Aber nur für Typen. Natürlich. War ja gestern Weltfrauentag. Ja, auf alle, da brauchen wir das auch nicht. Ich möchte dicke Typen im Wettshirt-Contest singen. Richtig. Die mit ganz schmierige Bratzen Chicken Wings essen und ganz viel das war richtig geil. Und sie dann immer geil am fetten Ranzen über das feinere Butter immer abschmieren. Richtig geil. Also, du weißt, von was das ich rede. Das ist sehr gut. Das ist halt einfach eine Selbstdarstellung gerade von mir. Ja, genau. Ich habe auch gerade an die gedacht. Ach, leg mich doch. Also, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei The Sadness. Danke, Conny, dass du dabei warst. Schön war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast der Welt. Na, von Taipei. Oder? Nicht von The Sadness? Das kann auch sein, ja. Hau ab jetzt. Ja. Servus, Businessman. Aber der Businessman. Servus.